Ja, wir grüßen alle recht herzlich zu Teil 4, Jack aus dem Wohnzimmer, groß und klein, alt und jung und natürlich heute ganz besonders alle Mütter. Und die Großmütter. Ich habe für meine Mutter heute Morgen schon so einen Strauß Blumen gekauft. Ich bin ja so froh, dass die Blumenläden wieder aufhaben. So einen Strauß Blumen. Schön. 10 Gladiatoren, du. Du meinst bestimmt Gladiolen. Ja, stimmt. Das andere waren ja die Heizkörper, ne? Also normalerweise geht man Muttertag ja mit der Mutter ins Restaurant. Geht aber ja nicht. Alle geschlossen. Siehst du? Und deswegen musste ich heute kochen. Na gut, meine Frau hat hinterher 2 Stunden die Küche aufgeräumt, aber... Ja, das sieht er ja wieder ähnlich. Deine arme Frau, die muss ja immer putzen, bügeln, waschen, kochen. Die muss sich ja vorkommen wie Aschenputtel. Ja, wie ich damals um deren Hand angehalten hatte. Da habe ich ja damals schon gesagt, wenn du mich heiratest, du wirst ein Leben führen wie im Märchen. Ist ja typisch Labbes. Ja, aber ich bin trotzdem froh, wenn die Restaurants wieder aufmachen. Aha. Weil das ist gut für meine Ehe. Gut für deine Ehe? Vor der Krise, ne? Sind meine Frau und ich sind wir 2-mal die Woche ins Restaurant gegangen. Aha. Super gegessen, du, lecker Weinchen und hinterher immer richtig guten Sex. Bitte was? Richtig guten Sex. Oh du, das hört sich aber prima an. Ja. Bist du und deine Frau denn immer an bestimmten Tagen gegangen? Ja. Meine Frau dienstags und ich freitags. Also Schluss jetzt, Labbes. Und jetzt viel Vergnügen bei Jack aus dem Wohnzimmer, Teil 4. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen, sagen die Halunke hier aus dem Keller, aus dem Wohnzimmerkeller, Partyruine, Schlossverlies, Betrinkhalle, wie auch immer ihr es nennen wollt, von Michael. Wir haben uns getroffen, wir haben auch den genügenden Abstand gehalten und sind froh und glücklich, dass der Michael und der Guido uns eingeladen haben, an dem Konzert Jack im Wohnzimmer teilnehmen zu dürfen. Wir möchten uns gerne auf unsere Art und Weise bei euch bedanken und uns nochmal ins Leben rufen, weil er uns natürlich auch fehlt, wie verrückt natürlich. Wir wünschen uns gerne wieder auf die Bühne zu dürfen, mit euch zu singen, zu lachen und Spaß zu haben. Und wir haben für euch 1, 2 Lieder ausgesucht, die euch bestimmt gefallen werden. Lasst euch überraschen. So, Michael, da komm, schwing dich an das Gerät, der Ongel. Hast du die 7,50 Meter Abstand gehalten von mir? Dann würde ich sagen, der Titel passt zurzeit wie Faust aufs Auge aufs Corona-Detail. Manchmal zu viel, manchmal halt ich einfach still, manchmal bin ich einfach müde, dann essen mir so blöd. Manchmal redet man zu viel, manchmal halt ich einfach still, manchmal bin ich einfach müde, dann essen mir so blöd. Mich hören der Tod, der Wahnsinn. Ich komm mir für wie in nem Brot. Sind die dann alle mal bekloppt, hey? Da kann ich sehen, ich löwet kommen. Ich höre da kommt, so blöd kann ein Mensch doch echt nicht sein. Macht der das extra, Mann, ich glaub, ich bin. Manchmal redet man zu viel, manchmal halt ich einfach still, manchmal bin ich einfach müde, dann ist es mir so blöd. Manchmal redet man zu viel, manchmal halt ich einfach still, manchmal bin ich einfach müde, dann ist es mir so blöd. Zu mancher denkt will noch. Und ohne ihn
noch jede nicht. Nimm Kopfhörer an, jede Wand an. Wenn das nicht klappt, kriegt ihr nicht mit. Ich schüttel den Kopf, so blöd kann ein Mensch doch echt nicht sein. Macht er das extra, Mann, ich glaub, ich bin. Manchmal redet man zu viel, manchmal halt ich einfach still. Manchmal bin ich einfach müde, dann ist es mir zu blöd. Redet man zu viel, manchmal halt ich einfach still. Manchmal bin ich einfach müde, dann ist es mir zu blöd. Wenn ich drüber nachdenk, dann wird es nur schlimmer. Da ein und da aus passieren mir Dinge. Doch ich kann da mit dem Jan, mach keinen Brasch. Und glaube das nicht, so wie ich will, dann denk ich, lege es am Arsch. Manchmal redet man zu viel, manchmal halt ich einfach still. Manchmal bin ich einfach müde, dann ist es mir zu blöd. Manchmal redet man zu viel, manchmal halt ich einfach still. Manchmal bin ich einfach müde, dann ist es mir zu blöd. Manchmal redet man zu viel, manchmal halt ich einfach still. Manchmal bin ich einfach müde, dann ist es mir zu blöd. Manchmal redet man zu viel, manchmal halt ich einfach still. Manchmal bin ich einfach müde, dann ist es mir zu blöd. Manchmal. So viel zum Thema Corona-Zeiten und so haben sie nicht mehr. Ja, Leben Labbes, Leben Drickes, aus dem Wohnzimmer raus machen wir das jetzt. Also ich schaffe schon mal kurz vorstellen, der Knubbelig vom Klingelpütz. Also ich muss euch erzählen, ich wollte das ja eigentlich, war Agents, ob ich all, ne, sehr zum Sehen. Dreckeli, Drecks-Corona. Ich muss euch sagen, ich bin leider etwas später dran. Es ist jetzt passiert, das glaubt ihr ja nicht. Ich war gerade am Altglas-Container und 3 Stunden war ich da. Also man bringt ja immer die Fläschchen zurück, ne? Und da sind ja immer noch Stößchen drin. Und da haben wir uns getroffen mit der Nachbarschaft und haben uns der Helm lackiert. Also ich habe in dem Döppe, kann ich euch sagen, deswegen Nordenscode Dreckelige Drecks-Corona. War eine Jabiko Alkan, ne? Nee, und da haben wir uns doch schön, aber ich muss euch leider sagen, wo jedes Jahr ein Idiot. Ihr müsst jetzt auch sagen, oh, ich komme noch mal frisch. Mo jedes Jahr ein Idiot. Ich muss nämlich sagen, ich war mit dem Bett raus. Ich war am Rigge. Und was soll ich euch sagen? Ich bin vom Bett gestürzt. Und dabei auch noch mit dem Bein bin ich im Steigbügel hängen geblieben und das Bett hat mich hinterher getrocken. Wenn der Dünnes vom Edeka-Markt nicht der Stecker getrocken wird, ich wäre gestorben auf dem Karussellchen. Dort rupt noch eine. Aber es wird wirklich langsam zick, dass mit dem Corona, mit dem ganzen Adresse abhört. Also wir haben ja nur noch, aber schaffen wir eine, wisst ihr, die muss in der Wirtschaft, wieder, weißt du, wo die Frauen drin sind, in die Wirtschaft, ne? Also da, wo man der Fortpflanzungswalzer tanzt,
Ne, der war früher immer im Aki am Hauptbahnhof in der schmuddelige Filme, steif wie Eis und so. Ne? Also der muss das wieder haben. Der wird ja jetzt auch nervös, wenn der Damenfahrrad sieht. Aber komm, lass mir damit abhören. Was ich euch noch erzählen wollte, ich habe uns mit ganz urale Reden. Ja, der Knubbel, ich stehe schon seit 1991. Ich habe uns mit ganz urale Reden durch und haben da eine Version, der ist richtig bedresse. Deswegen wollte ich euch das erzählen. Also man hatte in Köln einen Überfall auf ein Juweliergeschäft und der Einzige, der das gesehen hat, das war eine Berber, so eine Jängeler, weißt du, so eine Lossmission. Der hat das gesehen und der ist noch Steine voll. Da guckt der Polizist an, hallo Billa, guckt der Polizist an und sagt, haben Sie das gesehen? Sagt ja. Was ist dann doch passiert? Da kam ein Auto angefahren, es ist ein Elefant ausgestiegen, hat mit seinem Schnorchel die Schaufenster schief von Juwelier in ihr Schlage und die ganze Ausware, ich fange an zu säbern, die ganze Ausware weggesaugt. Ja und, was war das für ein Elefant? Wie, was war das für eine Elefant? Ja, war das eine afrikanische oder eine indische? Wie afrikanisch? Ja, hätte er große Uhren oder kleine Uhren? Das konnte ich schon nicht sehen. Er hätte eine Strickmütze angehabt. Boah, ist der bedrisse. Ching bum. Ja, aber, liebe Freunde, es tut mir leid. Das war es vom Knubbelig aus Köln-Esch, Driss Corona, lassen wir noch eine trinken, ob Labbes und Drickes, mabelt Jod, ihr Dreckelie. Ja, hallo zusammen, Stabels Jeck hier und wir freuen uns, dass wir heute bei Jeck aus dem Wohnzimmer mitmachen dürfen. Das ist dann für uns heute sozusagen Stabels Jeck aus dem Wohnzimmer. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an den Guido und den Michael für die tolle Idee und vor allen Dingen auch die tolle Umsetzung von Jeck aus dem Wohnzimmer. Und wir haben euch heute 2 Lieder mitgebracht, 2 kölsche Lieder, die unserer Meinung nach die aktuelle Situation ganz gut beschreiben. Und das erste Lied ist von der Gruppe Bab und hat eine besonders treffende Textzeile, die da geht: Es ist alles im Lot, alles wird Jod. Und kriegen wir schon hin. Viel Spaß. Ware sind aufgehört, das ist akzeptiert. Wir haben uns verdammt, ihr zwei, wir haben uns verirrt. Was anfing wie ein Bilderbuch, ging dann doch Richtung Josche Roman. Ich han den Brief nie kapiert und meine Lieder kommen nie bei dir an. Hing auf Romeo zwischen Traumtanz und Realität. Ein ratlose Julia, die seit Jahren nur noch missversteht. Dasselbe wozu ihr hüt, noch und noch, auch noch jetzt gesagt. Ab eng nur noch resigniert, verdrängt Illusionen gemacht. Ist alles im Lot, alles im Lot. Was auf du wirst sind, alles wird Jod, das kriegen wir schon hin. Und es zerknittert Polaroid, nicht hier um die
dich für mir ein Papier, das die Rauen durchradiert ist. Et kommt wie kommen muss, alles im Lot. Hingerhof Romeo steht singend Zettel an der immer noch leer. Ich weiß, was er schreiben will, nur das wie hält im Mund gewohnt schwer. Denn alles ist längst gesagt, viel zu oft treten sie sich im Kreis. Nur was sie ihm noch bedeutet, ist, dass sie höchstwahrscheinlich nicht weiß. Steht ab jeder Hoffnungsfluss, denk am Eng, verrückt mit der Wind. Wie ich die Sache so, ich wär so gern ihre Freund. Alles im Lot, alles im Lot. Was auf du wissen, alles wird jod, das kriegen wir schon hin. Ohne zerknittert Polaroid, wird hier dich für mir Papier, das die Augen durchradiert ist. Et kommt wie kommen muss, alles im Lot. Alles im Lot, alles im Lot. Alles wird Jod, alles wird Jod. Ohne zerknittert Polaroid, litt hier dich für mir ein Papier, da die Augen durchradiert ist. Et kommt wie kommen muss. Alles im Lot, alles im Lot. Ohne zerknittert Polaroid, litt hier dich für mir ein Papier, da die Augen durchradiert ist. Et kommt wie kommen muss, alles im Lot. Nee, das war ja wieder ein Woch. Das fing am Montag schon an. Klingelt bei mir das Telefon, alter Stammkunde dran. Sagt er, hör mal Kürbis, wann machst du die Kneipe wieder auf? Ich sag ja, vor nächsten Montag darf ich ja nicht. Sagt er, gut, dann trinke ich mir noch einen. 2 Stunden später, ich sitze gerade mit meiner Frau bei einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen. Klingelt das Telefon wieder, der gleiche Stammkunde dran. Sagt er, hör mal Kürbis, wann machst du eine Kneipe auf? Ich sag, ich hab eben noch schon gesagt, vor Montag darf ich nicht. Sagt er, ja, sonst trinke ich mir noch einen. Keine 4 Stunden später, ich saß gerade hier schön auf der Couch, ein bisschen Fernsehen geguckt. Klingelt das Telefon wieder, der gleiche Kerl schon wieder dran. Sagt er, hör Kürbis, wann machst du eigentlich Kneipe wieder auf? Ich sag, ich hab's dir schon 2-mal gesagt, vor Montag kommst du da nicht rein. Sag, ich will gar nicht rein, ich will raus. Hallo zusammen, lebt Jecke, lebt
Labes und Drickes, danke, dass ihr in den letzten Wochen den Eschweiler Jecken ein wenig die Zeit versüßt. Auch wir senden ein paar Grüße an euch alle, hoffen, dass es euch gut geht, bleibt vor allen Dingen gesund, aber bleibt vor allen Dingen auch alle so jeck, wie wir euch von Karneval, von der Karnevalssession her kennen, weil das ist der Humor, den wir gerade in diesen Zeiten brauchen, um diese Zeit, diese Corona-Zeit zu überstehen und auch mit dieser tollen Aktion hier bei herrlichem Wetter hier gerade aus dem Garten senden wir viele Grüße und wie gesagt, bleibt alle gesund und unter unserem Motto alle Molle Eichschwille, alle Molle glich. Da haben wir wieder eine Woche rum. Ja. Du, und ich war am Montag direkt beim Friseur. Das ist ja schön. Warst du auch beim Friseur? Nein, ich war nicht beim Friseur gewesen. Du hast doch die Haare ab. Ja, weißt du, was bei den Friseuren los war? Eine Schlange, du. Ich habe mir eine automatische Haarschneidemaschine gebaut. Was hast du dir gebaut? Eine automatische Haarschneidemaschine. Ja, wie soll das denn funktionieren? Ja, ist ganz einfach. Ne? 10 Euro rein, der Kopf rein, schnipp, 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 fertig. Ja, du, das ist doch technisch gar nicht möglich. Ja, wieso das denn? Ja, alle Köpfe sind doch unterschiedlich groß. Ja, vorher schon. Also wirklich, Lappes. Und da haben wir jetzt noch Maskenpflicht. Ne? Ja. Überall musst du Masken tragen. Egal, wo du hingehst, in jedem Geschäft Maske. In jedem Geschäft muss man. Ich bin jetzt wohl mal auf meine Passfotos gespannt. Ne? Aber das ist schon manchmal nervig mit den Masken beim Einkaufen. Ne? Das sage ich dir. Aber du kommst in die Geschäft rein, zack, hast du eine Brille beschlagen. Genau. Da siehst du ja nicht, was du einkaufen sollst. Ne? Und dann nehmen doch da die ganzen Jahrprodukte. Ja, du, die sehen ja sowieso alle gleich aus. Eins wie das andere. Die kannst du kaum unterscheiden. Hör mal, ich bin einkaufen gegangen. Da wollte ich ein Döschen Quark kaufen. Und? Bin ich mit einer Kiste Bier rausgekommen. Das zweite Stück, was wir für euch parat hatten, betrifft oder ist von den Mutter aller Bands, die sie ja auch richtig gelackt haben dieses Jahr. Die Jungs hätten jetzt Goldhochzeit und dürfen das eigentlich ja nicht feiern. Die müssen dann nächstes Jahr 50+1 feiern. Aber selbst die Blackfoes haben sich mit dem Lied ein Hintertürchen aufgehalten, denn irgendwann gehen die Kneipen auch in Köln wieder auf. Und bis dahin, pass auf, was jetzt geht, Lutjon. Ich hab nen Deckel, doch stand noch 10,80 drauf. Der litt in Köln, in Minger Kneipe, beim Struze Jupp. Ich hab damals nicht dran gedacht, Mond noch fort in derselben Nacht und ich wohn nach Berlin mit der Bahn. Doch fing ich eine neue Arbeit an. Berlin ist ne Wolke, so stand es in der Zeitung drin. Ich kann mal leben, komm her zu uns, Berlin ist in. Ich verdient noch viel mehr als zu Hus. Und des Nachts jungte Lampen immer sus, drin bin ich jetzt hier in der Stadt. Doch mir fehlt irgend jetzt, ich weiß nicht was. Ich hab niemals gedacht, dass ich so oft an Köln denken muss.
Ich han hier Freunde und alles, et geht mir auch nicht schlecht, aber trotzdem, da komme ich hin und nicht zurecht. Ich han einen Deckel, doch stand noch 10 Mark 80 drauf. Der litt in Köln, in Minger Kneipp, beim Struzejupp. Nächsten Monat, wenn ich Urlaub mach, will ich sind, dass ich 14 Tage fahren kann. Das ist zwar gut, doch ich hab neu runter ich ne neue Deckel machen kann. Ich hätt niemals gedacht, dass ich so oft an Köln denken muss. Ich han die Freunde und alles, et geht mir auch nicht schlecht, aber trotzdem, da komme ich hin, nicht zurecht. Ich hätt niemals gedacht, dass ich Köln so jeden mag. Denn Köln, das ist die Stadt, wo ich groß geworden bin. Und irgendwann muss ich dann, wenn ich kann, wieder hin. Vielen lieben Dank, passt auf euch auf und bleibt gesund. Madet Jod, tschüss, wir sehen uns. Ja, wo wir gerade so schön hier zusammensitzen, fällt mir noch eine Geschichte ein. Bauernhof in der Eifel, ganz oben auf dem Berg. Die Bäuerin feiert ihren 90. Geburtstag. Der Bauer morgens früh runter in das Dorf, beim Kuchenbäcker abgeholt. Der mit dem Kuchen den Berg wieder hoch, oben angekommen, hat eine Kerze genommen. In den Kuchen gesteckt. Die Kerze angezündet. Der Jans langsam in das Schlafzimmer. Schatz, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dass du daran gedacht hast und dann auch noch so eine schöne Kuchen. Jetzt muss er auch die Kezus bloße. Ja, sicher. Das geht nicht. Das geht nicht. Tun das machen wir jetzt. Lass mich ins probieren. Das geht nicht. Das geht nicht. Und was machen wir jetzt? Dann müssen wir den Sohn ins rufen. Sohn, Sohn. Ja. bloß die Kezus. Das ist Kezus. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und was machen wir jetzt? Dann müssen wir den anderen Sohn ins rufen. Sohn, Sohn, Bruder. Ja. bloß die Kezus. Das ist Kezus. Das ist Kezus. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und was machen wir jetzt? Dann müssen wir den Knecht ins rufen. Knecht, 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 leise. Ja.
Lassie Keethoes. Lassie Keethoes. Ja. Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch eine möglichst angenehme Rest-Corona-Zeit. Gott sei Dank machen die Kneipen ja jetzt langsam aber sicher wieder auf. Bis dahin trinken wir uns einfach weiter im Wohnzimmer ein Bierchen. Passt auf euch auf, haltet genug Abstand und vor allem bleibt gesund. Ja, unser nächstes Lied kann man schon fast als Kölsche Corona-Hymne bezeichnen. Und wenn wir was Positives aus der ganzen Situation ziehen können, dann ist es vermutlich die Erkenntnis, dass wir alle aufeinander angewiesen sind und zusammenhalten müssen. Und hier ist unser Wedel von den Blackfish. Wie soll dat nu wieder jon? Wat blieb denn hück noch stand? Die Hüsjer und Jasse, die stündere beim Klafe, ist dat vorbei. In een Wiedschaft vor der Heck stand die Männer an der Theke. Die frauliche Sitze beim Schwätzchen zusammen, ist dat vorbei. War doch passiert, eine ist doch klar, das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahre, ist unser Wedel. Denn hier hält man zusammen, egal was doch passiert, in unserem Wedel. Uns wenn's die Spille nicht im Gras Genoss, die Bühle und Schramme, die flicken wir zusammen, dann ist es vorbei. War doch passiert, eine ist doch klar, das Schönste, was wir haben, schon all die lange Jahre. Hier ist unser Wedel, denn hey, hält mal zusammen, egal was noch passiert, in unserem Wedel. Das waren Stabels Jeck, die Band mit dem roten Teufelsschwimmen im Logo. Und die Jungs, die hatten jetzt die Woche auch eine prima Idee und haben ein Projekt gestartet für die Gastronome, die in der letzten Zeit wirklich wirtschaftliche Einbußen gehabt haben und haben gesagt, wir machen 6 kostenfreie Konzerte bei Gastronomen, die sich bei uns bewerben dafür, sollten dann eben mehr als 6 sich bewerben, entscheidet das los. Sobald es wieder möglich ist, sind wir da. Wir stellen 2 Stunden Musik, wir stellen die Technik und dann gehen wir hinterher noch mit der Hut was rum. Und da haben wir überlegt, ja, Wirtschaften würde ich geben, Technik haben sie selber, Musik auch. Was den Jungs fehlt, ist der Hut für rumzugehen. Lev Stabels Jeck, von euch bekommt ihr für euer Projekt diesen schönen Stabels Jeck Hut mit den 2 Hörnchen vorne dran, mit dem ihr dann schön sammeln könnt. Und wir hoffen, da ist genug Platz drin, da kommt noch genug rein für euch. In diesem Sinne. Einen wunderschönen guten Tag zusammen bei Jeck aus dem Wohnzimmer.
Labes und Drickes hatten die nette Idee, dass jeder Bekloppte, da verbrenne ich mir schon fast die Pfote mir, Bekloppte oder halbwegs Normale einen kleinen Clip dreht, um die Leutchen, die dann doch sehr an die Heimat gebunden sind und nicht mit der Heimat verbunden, sondern wir sind ja alle ans Haus gefesselt, ja, dass die doch irgendwas bräuchten, um nett unterhalten zu werden. Und da hat sich dieses schicke kleine Format ein bisschen schon einen Platz im sonntäglichen Abendprogramm ergattert. Und ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf. Jeck aus dem Wohnzimmer, ja. Und ich bin auch, ja, ich bin viel im Wohnzimmer. Herrschaften, muss ich sagen, in diesen verrückten Zeiten, in diesen Corona-Zeiten. Und ich bin jetzt satt. Ganz ehrlich, ich langweile mich zu Tode. Das darf sie ja nicht mehr sagen. Ich bin zu Hause. Und ab und zu gehe ich auch was arbeiten, bügel mir aber den Wolf, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich meine, ich habe natürlich auch eine große Garderobe, die ich bügeln muss. Aber ich sage euch ehrlich, ich habe schon so manche Palette weggebrannt mittlerweile. Und ehrlich gesagt habe ich auch das Gefühl, das Bügelbrett ist mittlerweile kleiner geworden. Nein, ich habe wirklich, mittlerweile bin ich so verzweifelt, dass ich manchmal Falten reinbügel ins Kleidungsstück, um sie dann am nächsten Tag wieder rauszubügeln. Soweit ist es von mir gekommen. Die Langeweile, die bringt uns um den Verstand. Ganz ehrlich, es ist schön. Mittlerweile, muss ich sagen, hat es ja Erleichterungen gegeben. Ne? Die größte Erleichterung für meine Erwin, muss ich sagen, war letzte Woche Montag, so hat er mir gesagt, ne? Als dann für uns alle eine Maskenpflicht kam. Seitdem ist er wieder viel lieber zu Hause. Ja, aber hier kann ich zumindest auch mal ungehindert eine Falte reinbügeln, wie ihr seht. Ne? Ist das nicht was Schickes? Leonuk. Ja, Herrschaften, und es geht ja noch weiter. Meine Erwin hat Kurzarbeit. Das heißt, er ist noch mehr zu Hause als sonst. Ich meine, unsere Manni hat sowieso immer nur Kurzarbeit, dann ist er wieder weg. Ne? Also, aber der Erwin mit der Kurzarbeit, das ist schwierig. Ne? Leute, ich kann euch sagen, wir haben mittlerweile eine 4. Gartenhütte im Garten stehen. Das geht doch so nicht weiter. Wie gesagt, ich bügel mir den Wolf. Aber wie gesagt, so eine reife Ehe ist schön. Aber, ganz ehrlich, ihr wisst doch wieder, wenn ich abends spät heimkomme, ne, in normalen Zeiten, davon spreche ich ja jetzt, in normalen Zeiten, wenn ich spät abends heimkomme und an der Haustüre empfangen, umarmt, geküsst und geliebt werde, dann weiß ich bin am falschen Haus. Sind wir doch mal ehrlich, so ist es doch mittlerweile. Und ganz ehrlich, man wünscht sich doch die Zeiten herbei, wo der Mann, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, mal wieder so normal krank wird. Jetzt musst du ja immer Angst haben, dass etwas Schlimmeres ist mit der Corona. Ne? Aber ganz ehrlich, ne, ich weiß, meine Erwin im letzten Jahr hatte der eine Grippe. Dann lag der da, ihr könnt euch das vorstellen, eine Leib Christi natürlich. Ne? Leiden Christi, nicht der Leib Christi, das war wieder was anderes, aber zum Essen, damit kenne ich mich aus. Nein, meine Erwin liegt im Bett. Er war am Sterben. Der Männerschnupfen ist schlimm. Leute, und dann Originalton. Ach, Mess, wenn ich denn jetzt nicht mehr bin und du hast einen neuen Mann als meinen Nachfolger. Ach, Mess, du musst mir versprechen, dass der nie meinen teuren Siegelring trägt. Ich sage, Erwin, was redest du denn da? Ich sage, nächste Woche bist du wieder fit. Ich sage, außerdem hat er viel kräftigere Hände als du. Ja, Herrschaften, dann wünscht man sich wieder so eine normale Grippe zurück. Wer hätte das gedacht? Hör mal, wer hätte das im letzten Jahr gedacht? Da war unsere größte Sorge nach oder im Urlaub, dass Thomas Cook pleite gegangen ist. Das war eine popelige Fluchgesellschaft. Was meint ihr, was jetzt los ist nach Corona? Da können wir uns freuen, wenn es überhaupt noch Fluggesellschaften gibt. So sieht die Sache doch aus. Mein Gott, der Berliner Flughafen, nach zig Jahren endlich fertig. Und jetzt gibt es keinen mehr, der da fliegen möchte. Herrschaften, wo soll das noch hingehen? Da kann man nur gucken, dass man sich gegenseitig ein bisschen unterhält, ein bisschen die Zeit vertreibt, ein bisschen lustige Sachen macht und ein bisschen dummes Zeug bügelt. Ich würde sagen, da mache ich jetzt auch mal den Abflug. Ihr Lieben, haltet euch, wir sehen uns mit Sicherheit in irgendeiner Form in der Session, zu irgendeiner Festivität, laufen wir uns über den Weg. Wenn ihr mich seht, sprecht mich an. Labes und Drickes, das war eine feine Idee. Bleibt alle gesund. Tschüss zusammen.
Ja, lieber Labbes, lieber Drickes, viele Grüße in euer Wohnzimmer vom Dach meines Wohnzimmers. Wie ihr seht, sitze ich nicht in meinem Wohnzimmer, sondern ich sitze oben drauf. Bei diesem tollen Wetter habe ich gedacht, mache ich ein Open-Air-Konzert. Und das mache ich nicht das erste Mal, das mache ich heute zum 6. Mal. Mit den Original-Eschweinern können wir ja gerade nicht proben. Alle Proben sind abgesagt, alle Proberäume sind geschlossen. Und daher bin ich hier in Ficht sonntags um 18 Uhr als Ein-Mann-Kapelle unterwegs. Mit meiner Trompete und meiner kleinen Combo hier aus der Box. Und ein paar Fans werden sich gleich wieder um 18 Uhr hier sammeln. Und dann machen wir uns viel Freude. Und in dem Video zeige ich euch ein paar Ausschnitte aus den Wochen vorher. Ist ja heute das 6. Mal. Ich schneide euch was zusammen und schicke euch viele Grüße in euer Wohnzimmer und an alle Facebook-Freunde, die hier zuschauen. Viel Spaß!
bevor auch Teil 4 zu Ende geht, muss eine Sache noch gesagt werden. Mütter haben immer Recht. Außer die Oma ist mit im Zimmer. Und meine Mutter hatte immer gesagt, nichts geht verloren. Außer wenn die Mutter es auch nicht findet. Dann ist es weg. Für immer. Jawohl wahr. Wir hoffen, auch Teil 4 hat gefallen. Wir freuen uns jetzt schon auf nächsten Sonntag zu Teil Nummer 5, Jeck aus dem Wohnzimmer Nummer 5. Und wenn es euch gefallen hat, tut uns einen Gefallen. Wir freuen uns über das Liken, ihr könnt kommentieren oder ganz toll ist auch zu teilen, damit viele Leute mitkriegen. Und wenn ihr ein Foto gemacht habt, mit dem Kostüm drauf, während ihr Jeck aus dem Wohnzimmer geguckt habt, schickt uns einfach zu. Auch darauf freuen wir uns. Und nicht vergessen, nächsten Sonntag, 19 Uhr, Jeck aus dem Wohnzimmer, Teil 5. Klick! Wenn et nicht mir führen geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mit die Rot bis auf die Zähne. Irgendwann doch der größte Drissen eng mit mir lang, bis da die Zünsche wieder schien, mit die Rot bis auf die Zähne.